Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Urgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Zurück zu Fallout 4. Wir sind nun im Aufbau zum Überlebensmodus. Ich habe im zweiten Infovideo oder Prolog-Video zu dem Ganzen gesagt, ob Mandel oder Weibel, das werden wir später entscheiden oder spontan entscheiden. Gut, ich möchte dieses Mal beide ein bisschen herrichten und ein bisschen schneller machen. Ich werde mir das nicht viel Zeit lassen, gell? Und zwar, wir werden uns mal den guten Mann herrichten. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Geiles finden. Was wir rannähen können. Naja, weißt du was? Jetzt hast du so ein hübsches Mädchen an deiner Seite, da könnte man ruhig ein bisschen was... Garagenband. Naja, warum nicht? Ronin der Barbar oder so. Gammler? Na, Kolonialstil, was war denn das? Das war so Alpha-Männchen Schmalzlocke. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Gepflegt. Wenn die Haare da vorn an der... Ich sage jetzt einmal, wenn hier auf der rechten Seite
Na, auf der linken Seite, vorne an der Stirn, ein bisschen länger wäre, würde er gerade ausschauen wie Leon S. Kennedy. Mhm. Adrett. Na bitte, Adrett. Ne, Rebell. Zottel. Weißt du was, wir werden ihm so ein bisschen an auf Dings Schöne machen. Frisur. Ja, gern geschehen. Danke, Madame. Was haben wir denn da alles? Fuchsig. Rotbraun. Ja, Kastanienbraun. Weißt du was? Silbergrau, Stahlgrau, angegraut, Nachtschwarz. Au, 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 au. Wird jetzt Zeit, dass ich mal wieder die Haare färbe. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Eigenlob stinkt, aber das weißt du ja auch, mein Söhnchen. Gut, ich glaube. Boah, na, das können wir so lassen, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Blub. Alle. Ah, da, das lassen wir. Was haben wir da noch? Körper brauchen wir nicht, Geschlecht. Jetzt bin ich dran, Großer. Ja, Kleine, jetzt bist du dran. Ich habe für euch, wenn ich es im Schnitt nicht versäume, habe ich was für euch im Schnitt. Ich werde, kurz einen Blick, die Flucht aus der Vault ein klein wenig zusammenschneiden. Wie? Wirst du gleich sehen. Ja, hübsches Gesicht, das will betont werden, gell? Was haben wir denn da? Was haben wir da? Was haben wir da? Da haben wir da gar nichts, da haben wir wieder auch nichts, da haben wir wieder auch nichts. Die seriöse, nein, ich will was. Ja. Wir nehmen das ist ein bisschen was Hast du durchgeknalltes. deine Haare gefärbt? Nein, du Trottel, du Blinder. Mein Gott, na, der Mensch ist blind. Weißt du was? Wir machen Fuchs. Tiefrot. Das schaut geil aus. Annehmen. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Ja, wirklich. Also mit der Visage bist wirklich fuhren dabei. Extras, was gibt's da alles? Male, Marke, Make-up. Marke Up. Marke Eigenbau. Wir lassen sie ein klein wenig ausschauen, wie so halt irgendwas, gell? Warte mal. Das schaut aus, als wärst du mit einem Poliermittel drüber gefahren. Schaut das scheiße aus. Ja. Ich bin sogar das mal versucht. Na, weißt du was? Wir haben mit einem Weibel angefangen im letzten Spielstand und wir werden mit einem Mädchen weitermachen. Genau, damit da ein bisschen eine Konstante bleibt, weil zurzeit. Du siehst toll aus. Gell? Das habe ich schön zusammengeklickt. Mhm. Makel, Male, Make-up. Hat sie sonst noch irgendwas? Nö. Gut, wir haben ihn hergekriegt, wir haben sie hergekriegt auf die Schnelle und auf die kurze. Und ich hätte gesagt, wir verbleiben dabei. Ja, beides angenehme, schöne Gesichter. Wir werden natürlich auch noch Spiele spielen, wo wir ein Männchen spielen, also scheißt euch da nicht an. Ja, wir werden sie nehmen. Spiel. Okay. Ich glaube, mit dem Leistungsmodus müssen wir aufhören, weil das Spiel stockt mir sonst. Gut, ich habe auch nicht unbedingt wenige Mods installiert. Cozy, du alte Softgurken. Guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Codsworth. Natürlich, Ma'am. Ja bitte, Cozy, du alter Schleimscheißer. Grognak, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mhm. Herrlich, diese Sicht aus dem Fenster. Da, schaut's her, da war nämlich schon der Hinweis. Also, das wollte ich im letzten Durchlauf schon mal sagen. Das klingt nach
einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ja, tu das, Wir waren Meister. anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Codsworth haben. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Schaut her mal, sage euch was, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Old Appalachia. Das war damals schon, glaube ich, Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. das war damals, glaube ich, schon ein bisschen ein Hinweis auf Fallout 76. Na Mädchen, das was auf die zukommt, da musst du einen aussaufen. Ja, richtig. Und du in deinem geheizten Studio, du Affe. Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Ja, frag ihm das. Kannst du zur Tür gehen? Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Reden Sie weiter? Schön, Sie anzutreffen, Ma'am. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Natürlich, mit ein bisschen Reibung ist auch Sean entstanden. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. So, ich hab euch ja erzählt, dass wir den Charakter aufbauen auf den Überlebensmodus. Wir werden diesen Charakter nennen, wie nennen wir ihn? Also was, das ist unser Scheißi. Genau. So, Schei. Warte mal, wie schreiben wir das am geschicktesten? Mit großem S oder mit Umlaut S? Was war gescheiter, glaube ich? Scheißi. Ha, das ist so geil, was du, wenn du im Dialekt sprichst, kannst du manches Mal Wörter nutzen, die halt auch nicht unbedingt, ja, sagen wir es jetzt einmal, normal sind, gell? Und zwar, wir können ja noch immer oben raus dann was anderes machen. BZW, ich will jetzt einmal die Level so vergeben, dass wir eine Grundbasis haben, später oben raus für den, so, Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Wetz. Gehen wir auf 3. Ausdauer. Glück, Intelligenz, Glück brauche ich mehr. Machen wir 6. Intelligenz 1, 2, 3, 4. Charisma. Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Wir machen da 4. Da machen wir 4. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen. Gut. Ja. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen.
Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Richtig, auch ich habe meine Momente. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung, die Sie so gut beherrschen. Kino, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Ja, ja, das sagst dann alle. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Ja, auf jeden Fall nicht so dumpf dastehe wie du. Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Steht er da, wie er zuhört, da, na gut. So. Das ist mein Junge. Benimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Natürlich. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Codsworth, was ist los? Jetzt wo beide so sich schauen so aus, als hätten sie auf die Stromschiene bissen. Naja. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Bord. Sofort! Ich hab schon. Gehen wir. Natürlich gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Ort 111. Ach, schön. Wir fahren zur Küste. Das müsste weit festhalten, kleiner Mann. Halt dich gut fest. Aha. Der kleine Mann soll sich festhalten. Ach, schön. Ach, schön. Das Ganze nochmal von vorn. Das ist absurd. Bereit für die Zukunft. Sie können mich nicht schießen. Entschuldigung. Im Programm, da treten Sie... Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Kind? Männlicher Erwachsener? Weiblicher Erwachsener? Okay, Danke. weiter. Viel Glück, Sir. Möge Gott uns helfen. Sie Ja, beide, natürlich. folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor Wir dem tun, Tor? was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, machen wir doch glatt. Treten Sie Begrüße. bitte auf die Plattform. In die Mitte. Hui. Boing. Mit schönem Blick. Fast geschafft. Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Geht das nicht schneller? Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir Nein, wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Sind jetzt da alle da gestanden, als wir uns aufs Klo, aber das Klo war besetzt, gell? Naja. Voltec ist für Männlich. Sie da. Alle neuen Bewohner gehen Weiblich. Na, wirklich? Kind, gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich an Anzug. Einfach hier entlang. Danke. Und was jetzt? Nehmen Sie sich dort Folgen Sie einen dem Arzt. Anzug. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Recht hast, ich da protestieren. Das ist unser neues Hier wird es Zuhause. Ihnen gefallen.
Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Da vorne, bitte. Die anderen sind natürlich auch großartig. Ja, ja. Bitte. Es ist fort. Gehen Sie dort durch Unser den Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Ja, viel Spaß. Die haben Bei auch, der Einweisung durch. die haben auch strahlende Zukunft vor sich. Wird stets für Sie da sein. Passt prima, oder? Der Vault-Anzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Jawohl! Bereit für die Zukunft. Natürlich, natürlich, natürlich. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Eine verrauchte Lemmy-Stimme. Siehst du? Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Ist vorbei? Fast. Ich hoffe, alles wird gut. Komm her. Komm her, Baby. Ich denke, ihn lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Hol die Junge aus, dass er üben wird. Gehen wir wieder auf den Platz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Kryoanlage. Alle Wolken. Bereich unverzüglich verlassen. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my. Vault-Türenregelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten.
Fläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. So, da. Ich musste jetzt ein bisschen schneiden. Es tut mir leid, gell? Ich habe zwischendrin jetzt mal aufgehört und, ja, schon wissen. Gut, wir werden uns dort mal ein bisschen umschauen und, im Laufe der Zeit werden wir dann dahinter kommen, was wir machen und was nicht. Wir machen jetzt zuerst einmal, warte mal, ich glaube, wir haben ja Haarklammern eingesammelt und die werden wir dann gleich mitnehmen. BZW, hier hinten ist eine kleine Hütte, da möchte ich hinlaufen. Genau, und irgendwann einmal werden wir jetzt ein Level-Up bekommen, das weiß ich auch schon, in was wir das investieren, so heißt's. Die kleine Hütte müsste... Wo ist sie denn? Die müsste doch hier irgendwo am Rumstehen sein. Wo ist diese kleine Hütte? Ich glaube sogar hier hinter dem Felsen. Oder auch nicht. Erst, Alter, du kannst da nichts merken, gell? Na, unmöglich bei dir. Ich habe derzeit einmal die Musik ausgedreht. Wir werden sie später wieder hinzufügen. Jetzt möchte ich mal, wortwörtlich gesehen, die Atmosphäre mal ein bisschen ohne Musik genießen. Ja, aber wo ist jetzt diese kleine Hütte? Ich glaube, da oben ist sie. Du brauchst dich noch nicht verstecken, Mädchen. Da ist sie. So, da ich werde in der Zwischenzeit dann auch auf die Kommentare eingehen. Da habe ich am selben Abend, inklusive der Aufnahme, 2 Stück erhalten. Kurzen Augenblick, machen wir zuerst das. Und die Kommentare werde ich dann... Ja, yes, baby. Und die Kommentare werde ich dann gleich mit einbauen. So. Ich habe vorhin erwähnt, wir werden demnächst mal wieder, Spiele spielen, wo wir miteinander spielen, gell? Fallout New Vegas, da habe ich mir was überlegt, das möchte ich durchprobieren, durchziehen. Und zwar, wenn wir schon in Fallout New Vegas zum Beispiel ein kleines Western-Setting haben, dann werden wir dieses Western-Setting auch in Schwarz-Weiß durchziehen. Genau, da werde ich das Spiel aufnehmen und mit einem Farbfilter Schwarz-Weiß herrichten. Und was natürlich auch sein wird, zum ersten Mal, dass ich mich selber als Charakter nehme. Genau, dazu dann aber, wenn es soweit ist, mehr in der fernen Zukunft. Wird ein bisschen länger dauern, aber egal. Hier irgendwo ist eine kleine Hütte mit einem Raider. Das weiß ich auch. Und hier irgendwo gammelt eine Verkäuferin um und um. Aber ich glaube, die ist auf der anderen Seite drüben. Nur schauen, wo dieser schnitzelbepackte Raider ist. I don't know. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ja, weißt du was, wir werden ihn schon finden. Irgendwann einmal. Gut, dann marschieren wir ab nach Concord. Concord, was hab ich mit Concord permanent? Marschieren wir nach Sanctuary. Ja. Wo ist diese Knalltüte an Raider? Ah, ich glaube, der ist da oben irgendwo. Na, mal schauen. Du kannst nicht in diese Richtung gehen.
können schon, aber wie will ist die andere Geschichte. So, da gehen wir, da springen wir drüber. Nö, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Da ist er. Den holen wir uns. Wir benötigen ja kurz einen Blick. Und zwar, ja, zu dem kommen wir auch gleich. Wir setzen hier gleich mal die Brille auf für die Wahrnehmung. Da haben wir eh alles gleich. Out of Time, das tun wir mal weg. Inventar, Waffen, da haben wir 2 Stück davon. Hilfsmittel, da erkläre ich da auch gleich was damit auf sich hat. Guns do 10% more damage. Ist in Ordnung, haben wir abgespeichert im Hirn. Ich hoffe es zumindest. RB, wo haben wir die Stimpaks da herunten? Die werden wir auch brauchen. Wir werden dort einmal speichern. Warte mal kurz, jetzt möchte ich was ausprobieren. Ganz, gell? Da probieren wir es. Hört eigentlich nur mal, dass man sie ducken kann, gell? BZW, dass man kriechen kann. Mei, schrei nicht so. Oh ja. Buff-Out, Mais, Maulwurfsratte. Was haben wir da? Hafenarbeiter-Outfit nehmen wir mit, Strohkissen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nudelschale, immer gut. Können wir alles benötigen. Sehr gut. Ja, ich habe erwähnt, wir werden in den ersten Stunden viel Management betreiben. Das heißt, die Umgebung für uns nutzen, hin und her und bla bla bla. Und natürlich ist auch integriert, wo sind denn wir da? Jetzt gehst du mal nach Sanctuary und dann schauen wir weiter. Gleich mal hier rein. Aber es gibt so viel zum Erzählen. Sollte ich jetzt etwas vergessen, was mir gerade in meinem Hirn herumläuft, tut es mir leid. Also bitte nicht böse sein. Ihr kennt mein... Wenn du mich länger verfolgst, ihr kennt ja mein Hirn. Brauchen wir nicht. Die Flaschen brauchen wir aber. Das Schloss kriege ich nicht auf. Kein Problem, Süßer, wir kommen wieder. So. Kein Problem, Scheiße. So. Jetzt haben wir gleich alles mit. Sehr gut. Wir suchen uns hier mal ein kleines... Also na, warte mal. Ich muss jetzt erst da hinten um die Werkbank zu betätigen. Genau. So. Professorische Batterie. Das können wir dann alles zerlegen. Siehst, jetzt was mir einfällt, ein Mod fällt mir. Das werden wir dann im Laufe der Zeit nachholen. Ja, das wissen wir bereits.
Der Cozy muss warten. Nur, dass du Bescheid weißt, wie, warum und wieso, werden wir heute noch alles irgendwie besprechen. Genau, und es gibt viel zu besprechen. Wir fangen jetzt einmal an. Wir werden also mal ein bisschen Holz rannudeln. So. Das muss auch noch alles weg. Da muss man noch die eine Mod installieren. Weil, als ich den Spielstand gelöscht habe, oder alle Spielstände gelöscht habe, kam nämlich das Spiel auf die glorreiche Idee, zu synchronisieren. Und hat dabei sämtliche Mods gelöscht. Also die installierten. Also. Jetzt brauchen wir mal ein Level Up. Das ist einmal das Wichtigste. Da haben wir eh einiges. Um das Ganze dann zu beschleunigen, zeige ich dir, welches Level Up ich mir vorstelle. Wir brauchen ein bisschen Holz. Aha. Bei Holz kriegst du Stahl, auch interessant. Und solltest du dich die ganze Zeit fragen, was dieses Aufziehen soll bei mir. Das habe ich seit Jahren, das muss aber heuer oder im nächsten Jahr, sagen wir, ja, 2024, 2025, muss ich wirklich einmal angehen. Das hat seinen Grund. Das habe ich eigentlich auch noch nie erwähnt. Das ist jetzt... Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich zwei bin mit zum Schneizen oder so, keine Ahnung. Nein, ich habe mir irgendwann mal... Das wär's. Ich habe mir irgendwann mal irgendwas auf die Nase gehämmert. Und meine Nasenwände, also wenn du von der Nasenspitze ungefähr 3-4 cm rauf fährst, dort sind die Nasenscheidewände und die habe ich mir gebrochen. Ja, das ist der Grund. Und das muss ich mir jetzt demnächst einmal richten lassen, weil es kotzt mich persönlich auch schon. Muss ich dazu gestehen. So. Gut, ich glaube, das reicht einmal für den Anfang. So. Das müssen wir auch noch beseitigen. BZW, wir müssen auch diese eine Mod installieren und ich komme gleich auf eure Kommentare zu sprechen. Und zwar, wo fange ich an? Kurz einen Blick. Ich würde jetzt nichts zuweisen, du. Behälter. Ich suche was, ich suche was. Ich suche was, ich suche was. Dich. Du kommst dabei daher. Wir werden dort einmal 3 Stück montieren. Mal können wir das nicht weg tun? Nein. Ja, dann montieren wir 4. Montieren wir 4 und ich zahle dir drauf ein Bier. Na, was das da mal weg? Das da mal weg. Die 2 lassen wir da. Perfekt. Und zwar Folgendes. Aha, mit denen können wir Schaden machen. Gut, ich habe mir gedacht, im Punkto Schrott gibt es was, das wir brauchen könnten. Warte mal ganz kurz. Haben wir das schon oder... Wie viel können wir denn... Da können wir schon einen Haufen machen eigentlich.
Wenn das Ganze jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Nein. Gehen wir da mal raus. Egal. Das funktioniert noch nicht, wie man das jetzt vorgestellt hat. Was es natürlich scheiße ist, weil man das eigentlich vorgestellt hat, dass es funktionieren sollte. Egal. Wo waren diese Dinge halt? Shit, oder habe ich das schon? Oder habe ich das schon eingerahmt? Na, so deppert wie ich bin, modische Brille können wir brauchen. Nehmen wir alles gleich mit. Und... Schraube, Spachtel, Stahl, Superkleber, Öl. Sag mal, wo ist denn das jetzt da im Inventar drinnen? Wir hatten doch bitte Glasflaschen. Wo sind die? Vorkriegsgeld, das könnte man eigentlich später für Nuka World nutzen. Bierbotteln, da sind's. Die werden wir derweil hier rein schmeißen, hätte ich gesagt. Da sind's. Perfekt. Warte mal, wie machen wir das am blödesten? Wie gesagt, es wird jetzt eine Zeit lang so ein bisschen Management vorbereiten und hin und her und bla bla bla. Für die nächste Aufnahme muss ich dann Mods installieren. Und den Rest siehst du dann eh. Und ich werde jetzt dann endlich einmal, wie versprochen, einmal auf Kommentare eingehen, auf die 2, die ich habe. Sollte dieser Durchlauf oder diese Folge zu lang sein, werde ich einen Schnitt machen und werde dann in der kommenden Aufnahme das Ganze mit einbauen oder so ranschneiden, dass wir dann die nächste Episode heute machen können. Genau. Haarklammer, Filzhut, das nehmen wir alles mit. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Right away. Können wir alles brauchen. Ja, sehr gut. So, weil wir ja so geil sind, fangen wir mal an mit dem guten Nuka. Und zwar, Nuka, ich habe in puncto Waffen und der Quests habe ich natürlich vorgesorgt. Das zeige ich dir, wenn sich jetzt nicht ausgehen sollte. In dieser Folge zeige ich dir das in der nächsten. In puncto Waffen habe ich natürlich vorgesorgt. Und damit wir im Überlebensmodus später nicht immer gleich oder nicht alle 3 Minuten ins Sterben anfangen, habe ich mir da auch was überlegt. Dazu kommen wir aber noch. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. So. Jetzt da werden wir einmal Vorbereitungsdinge machen. Genau, wir müssen ja vorbereiten und hin und her. Eine Mod muss ich noch installieren. Die wird dann in den nächsten Aufnahmen sicher eine Rolle spielen. Genau. Na komm. Mein kleines Hirscherl. So. Jetzt holen wir uns mal den Hund. Und nehmen mal ein bisschen Schrott von der Red Rocket mit. Mirko, grüß den Hund. Wo ist er denn? Uah! Meiner Hund und du bist geschichtet, ihr sag es. Hey Kumpel,
Was machst du denn ganz allein hier draußen? Willst du mitkommen, Kumpel? Jo. Braves Kerlchen. Okay, lass uns zusammenbleiben. Natürlich, natürlich. Ja, was hast du denn gefunden, mein Kleiner? Werden wir alles mitnehmen. Da ist nichts herinnen, da ist auch nichts. Bisschen Kleingeld brauchen wir auch. Ja. Und ist läufig, das merkst du, weil er so nervös ist. So. Da habe ich alles mitgenommen soweit, gell? Perfekt. Perfekt, da haben wir alles mitgenommen. Da nehmen wir auch noch alles mit, was wir brauchen. Cram, das werden wir alles extra verstauen. Hund! Hey! Wo ist denn der Trottel jetzt? Oder war der Hund schneller wie ich? Na gut. Ein Reflex wie ein Oldtimer, gar kein. Bloodpack, das nehmen wir mit. Dann die guten Maulwurfsratten nehmen wir aus, das können wir alles brauchen. In die Höhle da unten gehen wir später, das brauchen wir jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir mal, genau, da gibt es einiges, aber dazu später mehr. So. Keine Riemen. Das ist eigentlich wurscht. Aufnäher. Rot Ausrüstung. Was es hier mit auf sich hat, zeige ich dir gleich. Ja, sehr gut. Ja, schaut aus gleich. Unser Dirndl. Gut, Kleidung haben wir ja auch irgendwo was. Raider-Rüstung, rechtes Bein. Zack, brack. Und da werden wir gleich einmal dementsprechend handeln. Ja, wie ein Handelsvertreter. Da brauchen wir wieder Kleber. Sehr gut. Ich bin ein Trottel. Bunsenstativ. Nimm dabei in Schutzhelm, damit es nicht gar so deppert ausschaust. So. Wir müssen uns in puncto Charisma anders behelfen. Dieses Mal. Kurz noch einen Blick, ich habe was vergessen. So. Und ich habe mir überlegt, wenn es dich nicht stört, 40 Minuten Folgen. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Genau. Was haben wir jetzt gerade überlegt? Ich habe mir gerade was überlegt, dass ich mir überlegt habe, was, gell? Was war denn das überhaupt, was ich mir jetzt überlegt habe? Genau, Level Up. Und zwar, für normalerweise müsste ich blutiger Tod, bla bla bla, mysteriöser Fremder, hier. Genau. Dass wir immer wieder mehr EP bekommen.
So. Gut. Und jetzt zeige ich dir dann gleich, wenn wir wieder in Sanctuary sind, welche Mods das uns begleiten werden. Nö, das wollte ich nicht erzählen. Ich freue mich gleich ich rede gleich mal den guten Nuka an. Und zwar, ich habe mir das so überlegt. Das ist wir machen ja in Überlebensmodus. Ich war schon erzählt, er ist relativ zäh. Du hast es mir auch geschrieben. Ich glaube, den Leistungsmodus werde ich ausschalten, weil sonst kriege ich einen Blutrausch. Grad. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Da liegt meist A was um und da liegt meist A was um. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich werde ein klein wenig schummeln. Wir werden mit Level 20 in den Überlebensmodus einsteigen. Allerdings nicht unbedingt getreu dem Motto, wir werden permanent einen auf den Arsch kriegen. Natürlich müssen wir anders agieren. Aber da dieser Spielstand ja gemoddet ist, oder mit Mods zugesifft, wird es hierfür ein paar Lösungen geben. Zeige ich dir gleich. Okay, da geht jetzt schon was weiter. Soweit wollte ich eigentlich noch nicht weggehen von Sanctuary. Aber ist doch wurscht. Wir haben ja Zeit. So. Hoppala. Eine Klammerbox, den nehmen wir mit. Den Besen nehmen wir mit. Wenn der Cozy deppert wird, kann er gleich putzen anfangen. Auch kein Problem damit. So, Purified Water brauchen wir. Das nehmen wir mit. Und ich werde so gut wie es geht Schnellreisen vermeiden. Auch jetzt schon, während wir hier um und um laufen. Auf schwer und sehr schwer. Genau. Scheiß. Wurscht. Die wird uns schon irgendwann unterkommen wieder. Und dann können wir sie ja aufspießen, braten und fressen. Essen. Genau. So. Da haben wir die kleine Hütte. Ranger-Hütte, genau. Da waren ja auch 2 Fliegen mit einer Klappe. Hoppala. Kurzen Augenblick bitte. Wo ist jetzt diese Fliege? Hier. Wir können ja wieder was braten. Da haben wir nichts. Dann liegt ja da drinnen, in dieser kleinen Ranger-Hütte, ist ja eine Leiche einer kleinen Dame. Oder einer jungen Dame. Wenn ich mich recht entsinne. Bingo. Hirnpilz. Holoband der Ausreißerin. Kaugummi, ich glaube, da war ja eh noch nicht viel machen. Man kennt die Geschichte ja um die Kleine. Und
Da oben sind ja auch Raider. Na, die lassen wir jetzt noch ein bisschen. Und die Gule dahinter lassen wir auch. Mir ist jetzt einmal wichtig, dass wir mit den Grundlagen anfangen. Das werden wir jetzt auch machen. So. Dankeschön. Ich glaube, die Grundlagen BZW auf den Kommentar von Mirko gehen wir dann in der nächsten Episode ein. Ich werde hier jetzt aber weiter aufnehmen, noch eine Aufnahme. Und dann schauen wir weiter. Genau. Also auf Mirko sein Kommentar werden wir in der nächsten Episode eingehen. Tut mir leid, Mirko. Aber du hast ein bisschen einen längeren Kommentar geschrieben. Den haben wir sogar ausgedruckt, damit ich dann später mit einbauen kann. Und ich werde dir dann auch erklären, was ich mir vorgestellt habe und wie wir dahingehend vorgehen werden. Die Idee, die du geschrieben hast, die verfolge ich eigentlich. Allerdings, für unsere Zwecke immer alles hergerichtet. Auch später oben raus für den Überlebensmodus, damit wir uns da auch leichter tun. Gell? So. Passt. Was können wir derweil wegtun? Warte mal, irgendwie, irgendwo, da. Ah, herrlich. Haben wir noch irgendwo leere Flaschen? Empty Milk Bottles. Schade, das geht nur im Überlebensmodus, also. Wo ist denn das jetzt gewesen? Wo waren denn die Flaschen dann jetzt? Das muss unter Schrott gewesen sein. Genau, die werden wir später auffüllen. Das müsste ja gehen, oder? Warte mal, aber Idee. Nehmen wir den mal mit. Und probieren dies da unten am Wasser. Das ist jetzt aber dann für heute die letzte Aktion, die wir machen werden. Schade, ich hab glaubt, man kann das so auch auffüllen. Naja. Egal, das soll uns nicht hindern, weiterzumachen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann werden wir in die Mods reinschauen. Genau, da gibt es einiges. Ich werde das Spiel jetzt hier beenden. Ja. Stahl ist Holz, okay. Oder Holz ist Stahl. Auch schön. Schönes Gimmick. Das freut mich natürlich. So, so. Ein bisschen Holz für uns. Und in der nächsten Aufnahme, 40 Minuten, werden wir dann auf die... in der nächsten Aufnahme werden wir auf den Kommentar von Mirko nochmal eingehen. Ich werde euch die Mods zeigen, die wir haben, die ich installiert habe. Eine fehlt uns. Und danach geht's eigentlich schon rund, mein jungen Hund. Genau. Also dann, ich wünsche dir was. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei den Scheiß da. 1 Stunde lang. Und wie gesagt, 40 Minuten, damit wir ein bisschen weiterkommen, damit wir ein bisschen einen Fortschritt haben bei den ganzen Quagel.
Und wir hören uns, sehen uns dann zu passender Zeit wieder. So, das ist für heute die letzte Aktion. So, und den Müll bitte hier rein. Genau. Also dann, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal und Baba.